Ich darf euch da ganz herzlich begrüßen. Ich so nicht merci, dass zu zahlreicher hinkommen seht, das vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es vielleicht nur eine Zeit ist, wo die Gesamtaktualität ein bisschen mehr ruhig ist, aber auch dem Sujet hoffentlich doch, der ja sicherlich ein Sujet ist, den am Moment zumindest der ganze Sommer dominiert wird, Sicherheit hier in Europa. Also der haben wir gemeint, wir müssten darüber auch eine Pressekonferenz machen, wo wir Eisproposen an Eisdoleanzen an dem Duo-Kader nachgingen. Ich ging heute an der Pressekonferenz begleitet von einer Reihe von Membern von der Exekutive, die auch teilweise schwätzen würden. Zu meiner Rechte, ich fange einfach nummeriert so an, bei Mario Daubenfeld, Präsident vom Zentrum, und für die meisten ja auch bekannt als seiner Karriere von Fiedru, wo er an der Armee war, wo er ja als General abgehört hat. Dann als Generalsekretär, der nächste Platz, den Alex Penning, das Frühjahr ganz viel durch die Presse gegangen, am Kader vom Staatsrat, wir kommen aber nicht mehr auf das Sujet zurück, an den auch heute schwätzen wird, zumal die juristischen Aspekte von dem, was wir zu sagen haben. Dann habe ich zu meiner Linker, natürlich, was zwei Madame, aber ich finde nur die zwei Herren vorgestellt, die heute schwätzen, Sylvie Michel, Präsidentin von der Frauen, die auch heute kommen, die auch noch bereit ist, Fragen zu beantworten, wenn der da sind. Und dann, last but not least, der Gast Giberia, ich meine, die brauche ich keinem 40 Stellen hier am Saal. Gut, da gehen wir mal am wichtigsten Sujet aufhängen. Die Sicherheitssituation hier zu Lützeburg gibt es als ADR relativ viel Grund zu suchen. Die Sicherheitssituation, die man heute belichtet, wird nicht nur die sein, die von einem Terrorismus ausgeht, sondern auch die Sicherheitssituation, die ausgelöst wird durch eine wurstende Präsenz von einer Kleinkriminalität hier zu Lützeburg, von einer, wie wir fanden, relativer Orientierungslosigkeit von der Politik, die am Moment so erhöht, was Staatssicherheit geht, an wird natürlich definitiv geprägt von den rezenten Evenementen, die an Deutschland und an Frankreich stattfanden. Da der heute am Laufe von den letzten Monaten an allen Debatten über die Sicherheit konkret Propose gemäht. Und noch ein ganz Rutsch von Maßnahmen und Gesetzen kritisiert, wie sie im Moment Instanzen wie sind, weil wir meinen, dass die Sicherheit von diesem Land schwächer gingen. Es wird erwähnt, unserer Meinung nach, in der Zeit, das Land so gut wie möglich auf alle Sicherheitsrisiken vorzubereiten. Das heißt zu Lützeburg bislang nicht geschieht, als das vielleicht mit der Chance zuzubilden, wie die Maßnahmen, die wir hier zu Lützeburg bislang ergriffen haben, wenn wir erlebt, dass auch ein Etat d'urgence wie in Frankreich schon seit paar längem Jahr am Gang ist, keine 100%ige Sicherheit gibt. Der Terrorismus ist ganz flexibel und ändert sich Strategien, und es muss sich an allen Land darauf anstellen. Wir hatten für eine Organisation, da konnte ganz Terrorzellen ausheben, haben wir heute viel mehr mit Einzeltäter zu tun, die DAX ohne Komplizen, unberechenbar, und auch mit Waffen, die keine Waffen sind, weil man mit dem Kamion von Nizza verschützen können und dem wir eigentlich am Anfang nicht gedacht haben. An Deutschland, das war an einem rezenten Artikel am Stern nachzulesen, haben sie festgestellt, dass die meisten von den Attentätern in der Zwischenzeit nicht mehr nach ganz am Hintergrund eine Relation haben direkt mit dem IS-Staat zum Beispiel oder dem IS-Abfluss, an sich einfach nicht mehr nach inspirieren und denen Toten, die für Druck geschieht sind. Das heißt, wir haben an einem gewissen Milieu einen gewissen Nachahmereffekt. Lo ist aber so, dass wir fanden, dass die Sicherheitsorgane hier zu Lützeburg am Memsi müssen, für zu handeln, an ein Maximum verhindern zu können. Es kann auch nicht sein, dass Lützeburg an Europa bedingt durch relativ lasch Gesetzgebungen zu einer Rückzugsbasis geht für eventuell Kriminelle, die dann hier sich, ich so mal vorsichtig, nicht verstoppen, aber einfach sich hier abhalten können, ohne dass wir sie erfassen können, dann ohne dass als Autoritäten eine Möglichkeit haben, sie kontrollieren zu können oder überhaupt mal zu identifizieren.
An dem Kader wird man nur eine Reihe von Punkten belichten, den unter anderem über den Etat d'urgence geht, über die Stärkung von den Sicherheitsorganen wie Armee, Police, Douane, den SRE, an den Haut Kommissariat de Protection nationale du Territoire. Wir schwätzen aber auch über die Hilfsdienste, das heißt die Reform bei der Administration des Services de Secours und schlussendlich auch über die Sicherheit am Kader von der Migrationskrise. Ich habe mir vu meine Formation, dann noch vu mein Passé und ich mir die Hilfsdienste rausgeholt und ich würde auch damit aufhängen. Bei den Hilfsdiensten, ihr wisst, wir haben eine Reform am Moment, die am Gang ist, gemäß von der Administration des Services de Secours. Und das Reform sollte eigentlich schon am Januar 2016 umgesetzt sein, als aber leicht Instanzen weh, an die sich auch furchtbar schwer für Führung zu kommen. Man muss wissen, dass das Rettungswesen hier zu Lützeburg exklusiv praktisch Benevolat abgebaut ist. Wir sind bald das einzige Land in Europa, wo es so ist. Man muss sich vorstellen, wir haben ungefähr 300 Professionelle und wir haben 8000 Freiwillige. Und die Leute managen als Gesamtsicherheit. Ob ihr einen Herzinfarkt kriegt oder ob wir wie am Ernstfall eine Naturkatastrophe kriegen, alles geht Reck von den Freiwilligen gemäht, die das doch gerne machen, aber Freiwillige kommen und grenzen. Und da das jeder muss das an seiner Freizeit machen, und du hast ganz klar eine Limitation. Die Freiwillig habe ich ganz wenig Unerkennung gefunden. Von materieller Unerkennung oder von einer Aufwandsentschädigung nicht zu schwätzen. Deswegen ist es unbedingt wichtig, dass am Kader von der Reform auch auf nationalem Niveau eine Aufwandsentschädigung endlich angebracht wird. Weil, unserer Meinung nach, kann es nicht sein, dass die Leute Stunden an Stunden drummen dabei und dafür mal nicht ihren Aufwand bezahlt kriegen. Nein, sie müssen losgehen über die neue Tax von 3% auf der Responsabilité civile von ihrer Autosassurance, müssen sie auch nach dafür bezahlen, dass sie freiwillig für sich schaffen dürfen, an nicht an der sie da sind. Kit, dass an der Reform angeboten wird, dass sie eine Reihe Bonifikationen kriegen können, so ist die Reform aber noch nicht da, aber gestimmt ging das aber schon mal Gesetz mit den 3% Taxen. Das ist ein bisschen wie beim Zukunftsberg, der gestimmt ging, wo man dann die 0,5 bezahlt tun und am Nachhinein aber bei den Älteren oder bei denen, die es betrafen sollen, nicht ankommen. Technisch sind wir auch nicht so equipiert hier am Land, dass wir auf Großkatastrophen auskommen können. Das wird sich nach am Ernstfall gewiesen, wo ein wunderbaren Ersatz sowohl von den Hilfsdiensten wie auch von der Armee gemäht ging, aber wo als Autoritäten schon darüber gescheitert sind, einen Fußgängerbrick zu bauen, wo wir dann den deutschen THW rufen müssen, weil wir so einen Brick überhaupt nicht haben. Das heißt, wir haben an ganz vielen Details nach Problemen, die unbedingt eine Professionalisierung von unseren Rettungsdiensten verlangen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass eine Naturkatastrophe oder auch eine terroristische Katastrophe, die auch vielleicht ein kennt, die nicht nur Lützeburg betrifft, sondern auch als Notbeschländer. Und da können wir nicht damit rechnen, dass die Rettungsdienste als Notbeschländer als Hölle flechten können. Die Umsetzung von dieser Reform ist also nötig, dürfen wir natürlich am Kader von der Reform die freiwillig nicht vergessen. Also eine Rangprofessionalisierung wird auch unmöglich sein, weil wir können sicher keine 5.000 bis 8.000 hauptberuflich Rettungsdienstler erstellen. Ganz wichtig an dem Kader, an da das zum Beispiel gesehen, wenn wir mit mehr Blessierten zu tun haben, ist auch, dass wir genug Spitalsbetten haben. Ihr wisst, dass hier am Land der Spitalsplan dazu führt, dass immer mehr Spitalsbetten da sind. Wir haben das große Problem, dass wir im Moment, wenn mehr wie 10, 20 Blessierte da sind, das schon auf Kliniken zu Trier, Erl, Metz, Nanzig zurückgreifen müssen. Auch darum dieselbe Problematik, was machen wir, wenn wir eine Katastrophe, und ich will sie nicht auf den Terrorismus limitieren, eine Katastrophe, die mehr wie nicht als Lützeburger Region betrifft. Da sind wir plötzlich ganz sicher am Ende von unserem Moyen. Du hältst als jetzig Administration keine Reserve für raus. Wir haben zwar Plan d'urgence, aber die gehen mehr von hypothetischen Zahlen aus, wie von praktischen. Ihr müsst bedenken, ich bin nicht für so, das Rettungswesen basiert auf Freiwilligen. Du stellst dich für eine Nationalkatastrophe, ja, da gucken die Freiwilligen, dass sie ihre Familie gerettet kriegen.
ihr sie mal gucken, wo sie die anderen retten können. Also könnt ihr euch vorstellen, dass du für ein kleines Land wie Lützeburg ganz klar denken sie muss, was bislang als jetzige Regierung nach vermessen lässt. Dasselbe betrifft Doktoren und paramedizinisches Personal, was DAX aus dem Ausland rakennt. Wir wissen selber die Problematik mit Deutsch Krankenschwestern, mit Französisch Krankenschwestern, mit Belgisch Krankenschwestern. Wenn wir eine Nationalkatastrophe haben, dann kann es gut sein, dass die an ihren Ländern bleiben und durch mal helfen und nicht hier auf Lützeburg kommen für zu helfen. Das heißt, wir haben da absolut keine Sicherheit, dass wir an der Stunde X, die wir hoffentlich nie kriegen, auch wirklich die Leute tun, ob die meist verlassen können. Dasselbe gilt auch für die Supportpsychologie. Müsste ich einfach vorstellen, eine Katastrophe, die vergleichbar wie mit Nizza, verlangt, dass du nur 400 bis 500 Leute psychologisch betreut gehen müssen. Also Supportpsychologie besteht heute zu Lützeburg aus rund 30 Freiwilligen, die dann plötzlich, auch nach Laien, unter der Anleitung zwar von professionell, die dann plötzlich 300 oder 400 Leute kurzfristig, mittelfristig, ja langfristig, traumamäßig behandeln, aber betreiben müssen. Eine Sache eigentlich von der Unmöglichkeit. Der TSD sieht, auch auf dem zivilen Sektor müssen ganz viele Sachen gemäht gehen, am Kader von dieser Reform. An die Reform, auch wenn sie am Hirschwand so als Hoffnung gestimmt wird, wird auch nach ein paar Jahren brauchen, bis sie umgesagt ist und dass wir so eine Professionalisierung haben, dass ein Land, was da eine wichtige Rolle in Europa politisch spielen will, am mehrmals sich selber zu helfen, wenn der Stunde X kennt. Ich würde mit dem, hätte ich bald so zivilen Deal fertig und ich gebe dann dem Mario Daubenfeld Lot Wort gehen, für über Force-Public-Bereich zu schwätzen. Oh, Moment. Vielmals merci. Vielmals merci. Ich will das nicht auf die sagen wir mal, freie Force-Public beschränken. Ich gebe so als Sicherheitsorgane und ich gebe auch so eng von den Hauptzusi von der ADR als stärkt von diesen Sicherheitsorgane. Befasst mit der bannischer Sicherheit sind am Prinzip für uns 6 verschiedene Organe. Das sind die Armee, das die Police, das die Douane, das Service de Renseignement, das Haut-Kommissariat pour la Protection Nationale, habe ich schon für gesagt, die Administration des Services de Secours. Die ADR verlangt, dass all die Organe obmanst die Zahl von Leuten tun, die vorgesehen ist. Selbstverständlich müssen die Organe auch Access zu den modernsten Technologien haben, an dementsprechend equipiert sind. Sie müssen auch für eine efficace Koordination mit allen anderen Services sorgen, die eventuell an einem Krisefall betroffen sind. Ich denke da an Santé und Radioprotektion, an eventuell auch an Giestaschen. Da der gesagt auch notwendig dran, besonders bei der Armee und bei der Police, die effektiver eventuell mehr groß zu machen, für die Sicherheit am Land a puncto Terrorismus, aber auch a puncto Kriminalität besser zu garantieren. Ich käme dann auf die einzelnen Organe zurück, da gebe ich mit der Douane aufhängen. Douane muss für die ADR zu allem Moment punktuell assibliert Grenzkontrolle machen. Also sehr eine efficace grenzüberschreitende Kooperation assurieren. Dafür muss personell und materiell alle Ressourcen zur Verfügung gestellt gehen und nicht wie aktuell geplant, Douane-Service zu reduzieren und mit dienstfremden Aufgaben zu überlasten. Was das Service de Renseignement betrifft, an den rezenten Chambersdebatten hat der ADR sich immer unter anderem vorgestellt, ob es richtig ist, dem SRE all Bannensisch Abklärung zu verbieten. Die ADR ist der Meinung, dass das Gesetz über den SRE nach einmal muss überschafft gehen. Es muss einfach möglich sein, potenziell gefährliche Personen oder Gruppen zu observieren, auch für eventuell können eine weitere Radikalisierung zu verhindern. Der Geheimdienst darf nicht Land gemacht gehen für das, was hier am Land geschieht. Da der ist aber auch selbstverständlich der Meinung, dass die Aktivität vom Geheimdienst muss an einem streng geregelten gesetzlichen Kader auflaufen. Was den Haut-Kommissariat pour la Protection Nationale betrifft, da ist der auch der Meinung, dass die Gesetze, die die aktuelle Koalition gemacht hat, nicht durchgehen.
auch Gesetz über den HCPN muss du wenigstens noch einmal auf die Liste geholt gehen. Den HCPN soll für uns mehr Kompetenzen kriegen, sowohl am Vorfeld vom Bau von kritischen Infrastrukturen wie auch bei der Kontrolle von den Vorschriften. Das Verwaltung muss all nötige Moyen kriegen, für sie können zu agieren, und für am Krisenfall Zusammenarbeit von allen Services effizient zu koordinieren und zu optimieren. Dazu will ich aber auch nach so, wann den Hochkommissariat mit zusätzlichen Leuten verstärkt soll gehen, dann darf das nicht auf Kosten von den anderen Administrationen wie der Armee und Polizei gehen. An meinem Redekader hat ADR an der Chambre auch Renegade-Gesetz nicht gestimmt. Das ist das Gesetz, was der belgische und der holländische Luftwaffe erlaubt, gegen gekidnappte Flieger 4 zu gehen. Wir estimieren, dass das Gesetz so muss überschafft gehen, dass als Löschmittel am Fall von höchster Gefahr für Land und Leid so ein Flieger auch kann aufgeschossen gehen. Ich komme dann zur Armee. Die Armee hat für den Heerst eine Interpellation an der Chambre zum Thema von der Armee gefragt. Dafür gehe ich nicht zu viel an Detail. Wir gesehen aber, dass das größte Problem von der Armee am Blick ein chronischer Mangel und Personal ist und das auf allen Niveaus. Für uns also die erste Priorität, der Armee auf ihren gesetzlich Sollstärke zu bringen, an ihre Attraktivität zu stärken. Schlussendlich käme ich dann zur Polizei. Da der aus der Meinung, dass auch die Polizei muss abgewehrt gehen, und wir unterstützen eine Reform von der Polizei, die der Polizei mehr Personal, besser Equipment und noch mehr Kompetenz gibt. Mais eine Reform, die nicht von den verschiedenen Polizeidepartementen all mitgedroht wird, und höchst kontroversiert ist, als für uns eine schlechte Reform. Am Platz, dass die Polizei Avantage verliert, und ich denke da an den Rechtsschutz vom Polizisten am Einsatz, eventuell auch und Aufschaffen von Dienstwohnungen, muss den Dienst abgewehrt gehen, für dass es menschlich und auch finanziell interessant ist, für die Sicherheit von Bürgern zu sorgen. Für die ADR ist es doch klar, dass die Polizei muss einen Platzverweis ausschwätzen und dass sie zu aller Blick muss können Identitäts- und Sicherheitskontrollen durchführen. Ich gebe dann fort Firogin und Herr Penning. Merci, Mario Daubenfeld. Sein gut Weiterledung gewircht voll effektiv als echt iwwer die Identitätskontrolle schwätzen. Ich meine wat wie Situation am Moment die Identitätskontrolle sie ganz strikt reglementiert, Artikel 45 vom Code d'instruction kriminell. Dono kann Polizei just die Kontrolle machen, wann enger Fraktion wirklich in flagrant die begangen gouf oder wann sie mengt, et gi enger Fraktion begangen gin oder wann es um Personen handelt, die von der Polizei recherchiert gesehen. Und außerhalb wie gesagt, von denen Figuren, die strikt limitiert sind, kann Polizei keine Identitätskontrolle machen laut bestehendem Gesetz. Und das fand mir nicht gut am Kader vom Schätzung der Sicherheit. Wir sind der Meinung, dass den Artikel 45 soll reformiert sein, dass Polizei kann zu allem Moment Identitätskontrollen machen. Vu les temps qui courent, an wat auch wichtig ist an all den Ideen, das Prävention. Das hat nicht immer geschwärzt, dass man etwas muss machen, wenn geschieht das an eine Repression, als Repression von für den Terrorismus zu reprimieren zum Beispiel, mehr noch am Kader von der Prävention. Und wenn eine Antiprävention will machen, müssen die Identitätskontrollen auch mehr können gemacht gehen, mehr lasch können gemacht gehen, wie sie am bestehenden Gesetz sind. Die liest weiter an unserem Kommuniqué, schwätzt man auf der Seite 2 an damit eine andere Mesure, die ganz wichtig ist, das Komparaison immediat. Die steht in Frankreich zum Beispiel, der von do Straftaten begangen gesehen, so mir dass nicht den normale Weg geht, wo Menge lang dauert, bis zu Prozesse könnt, wo Menge lang dauert, bis Leute Untersuchungshaft sind für drin. Nee, das sind auch bei Infraktion in Flagranti, da sind auch Flagrant Délit, da sind auch kann Komparaison immediat aufhören, dass die Leute bannend 2 Tage oder bannend vielleicht 3, 4 Tage
mindestens schon können dem Richter 4 gefordert gehen. Ein anderer Punkt, den hat man auch schon nur geschnitten am Kader von der Reform von Nationalitätsgesetz, Déchéance Nationalité. Ich meine, von den Legislationen an den anderen Ländern guckt, hauptsächlich Frankreich, über Nationalität, da gibt es Dispositionen, die so wie Nationalität kriegt, aber vor allem auch Dispositionen, die so wie Nationalität verliert. An unseren an sind Leute, die sich gewissen Straftaten, die gewisse Straftaten begangen haben, die der Sicherheit vom Land schulden, notamment effektiv im Kader vom Terrorismus, da sind die Leute, die ganz als Nationalität kriegt tun, auch nicht kann wegschulden als Sanktion. Das heißt, dass das am neuen Nationalitätsgesetz auch soll vorgesehen, das auch schon gesagt tun, wie gesagt, am Kader von den Diskussionen. Ein anderer Punkt, schmengend, schon nur geschwärzt, Etat d'urgence. Wir haben Artikel 32 von der Verfassung, der gesagt, so ein soften Etat d'urgence schon für, wo kann am Kader von einer internationaler Krise oder von einer, wie den Text sagt, toutefois en cas de crise internationale, kann der Grand Duc dann den Etat d'urgence ausrufen lassen, an dass dann die Regierung sich kann über bestehende Gesetze und Reglementer wegsetzen. Ja, aber das muss an unseren An aber noch mehr definiert gehen, auf in allem noch mehr ausgeweitet gehen. Unserer Meinung nach muss wann Etat d'urgence von der normalerweise gibt Etat d'urgence ab Initiative von der Regierung geht ausgeschwert, muss die Chambre direkt informiert gehen. Den Etat d'urgence kann ja normalerweise dann 10 die Stauern mehr, das geht nicht durch, wann soll mehr lang wie 10 die Stauern. Dann muss die Chambre ihren Akkord gehen. 2/3 von der Chambre muss ihren Akkord gehen. Ich meine, das so am Moment also durch also eine Gesetzesmodifikation also Instanzen wie nämlich auch begrüßen, was für uns wichtig ist, dass das Chambre beim Etat d'urgence leicht Wort wird. Für was? Ich meine, ein Etat d'urgence ist eine Extremsituation. Wie ich schon für du gesagt habe, kann ich über bestehende Gesetze wegsetzen, hauptsächlich was die Code d'instruction criminelle belangt, kann den an einem Etat d'urgence eventuell Garde à vue verlängern, die haut op 24 Stunden, also op 40 Stunden als Beispiel kann den setzen Perquisitionen. Gesetz gesagt für das Perquisition nimmen der zwischen 6 Monats und 10 Overs gemacht gehen, da sind auch darüber herausgehen. Das sind alles Mesuren, die relativ weit gehen, aber die müssen im Endeffekt von der Chambre aufgesehen gehen, an denen auch an der Zeit limitiert sind. Wir so und da als Proposition als für den Etat d'urgence auf 6 Monate zu verlängern. Großes Maximum. Ein anderer Punkt, von den Douanen geschwärzt, Kontrolle auf den Douanen. Das ist so, Schengener Vertrag gesagt ja, das große Prinzip, es gibt keine Kontrolle mehr auf den Douanen, das liebe Zirkulation der Personen et des Biens. Es gibt eine Ausnahme am Schengener Vertrag, Artikel 2.2, die sieht, dass lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, kann ein Land einkehr die Kontrollen aufheieren, temporären. Man kann sie nicht mehr aufheieren am Konsens mit den anderen Membern vom Schengen-Raum. Das heißt, ein Land allein kann die Decision nicht wählen. Das ist eine Decision, die muss gemeinsam geholt werden mit den anderen Ländern. Wenn ihr in der Vergangenheit guckt, manche schon verschiedene Länder sich nicht mehr darunter gehalten. Ich denke an Frankreich, ich denke an Österreich, wo aber Grenzkontrollen unilateral von den Ländern gemacht wurden, ohne dass das am Akkord war mit den anderen europäischen Ländern aus dem Schengen-Raum. Das heißt, du gibst schon Teile, was in der Vergangenheit nicht gehalten, du willst mir für eine Reform vom Schengener Vertrag, was diesbezüglich unbelangt, was die Punkte unbelangt, entschuldigt. Auch da so mal, das hat auch kann eine Mesure, die kann geholt geben, aber auch dans une Periode limitée. Das heißt, einen limitierten Zeitraum kann geholt geben, das aber geholt gehen von einem Land allein, von einem Memberland allein, wann seine Sicherheit vorsteht. Das heißt, auch eine Mesure, die über den bestehenden Rechtssystem rausgeht, den über den Schengener Konvention rausgeht, die an diesen Jahren muss auf dem Punkt, ich betone, auf dem Punkt muss reformiert gehen. Natürlich sind wir weiterhin für die libre Circulation des Biens, libre Circulation des Personen. Mais die libre Circulation des Personen kann limitiert sein
an Krisenzeiten, anderen Zeiten, wo Sicherheit als Nationalsicherheit vorsteht. Der wir natürlich bei all den Punkten, die ich ugeschnitten haben, die effektiv sind, die effektiv weit gehen, der wir natürlich nicht vergessen, dass das Mesure sind, die die individuelle Freiheit von den Leuten erschränken, die den Mensch erschränken. Wir sind eine Partei, die für die individuelle Freiheiten antritt. Du wennst da muss eine Balance gemacht gehen zwischen der einen Seite Sicherheit von den Leuten vom Land an auf der anderen Seite wie gesagt die individuelle Freiheit. Und das ist eine Balance. Ich weiß, das ist nicht immer einfach als für die zu finden, aber die muss gewünscht sein und die muss immer bestehen bleiben. Das heißt, individuelle Freiheit müssen immer bei all den Mesuren berücksichtigt werden. Weil das von dem Resümee das wie gesagt, du aus dem Kommuniqué stehen, das war ich wollte juristisch bisschen die Sache juristisch bisschen an der Mauer fallen. Wann nach frohe wären richtig ganz wichtiger Punkt vergessen man nicht am Kader von den Identitätskontrollen muss ich da leider doch noch ich mein doch gerne so nicht über Buchgar schwätzen. Ich meine das ist so es kann ja nicht sehen dass Leute hier Identität verstoppen an dem sie sich maskieren an dem sie sich vermummen. Und du hatte mir schon 2014 op Initiativ von einem Deputiert Ferner Karteiser effektiv eine Proposition de loi gemacht, die noch royalement von der CSV aufgekneipt gouf, wo mir effektiv so wo ein Gesetz soll gemacht gehen, wer dat verbietet. Ich meine heute leben wir in einer Kultur an einem Kulturraum, wohin sich muss zur Kante gehen. Ich meine, wohin sein Gesicht nicht der verstoppen, sie dat durch Masken, sie dat durch wie Stunden durch Vermummungen, muss dat gesetzlich verankert sein, an dat darf nicht nimmen über kommunale Weh reglementiert muss national muss dat reglementiert sehen die muss allmenschlich zur Kenntnis gehen dat frei als Mann als Mineur als Major als peu import schmengen dat als für mich ein Evidenz wann ich schon von Identitätskontrolle schwarz mir dann muss sich auch schmengen physisch muss sich auch muss schweisen an sich Schnitt der Schnitt verstoppen natürlich die Sache muss auch sanktioniert gehen voilà. Gut, dann denke ich weit mit dem was ich los echt nach Black so wollten durch wir werden Lorbeer frohen aber versichern ich dann noch Antworten zu geben ich sehe schon mal eng ja naja, wenn man einfach davon ausgehen dass man ein Land tun was ganz höflich ob sein Mindestlohn ist dann ging ich schon mengen dass die Leute die dann sich an ihrer Freizeit dafür ersetzen für draußen zu schaffen auch zumindest dann am Kader vom Ersatz den Mindestlohn kriegen das wir da denken ich im Minimum ja, das wie dann der Mindestlohn zu dem Zeitpunkt dann auch im Maß gemerkt der Massatz geht nur nicht um Übungen die gehen immer noch auf freiwilliger Ebene aber an der Sekunde wo so stundenlang vielleicht auch dich lang wie das Lächten am Ernstteil aktiv sie müssen ich meine das ist ein erbig die geht gemäht am Ende der Republik an mir verlange auch nicht von einer freiwilliger Armee dass sie für nichts schaffen sie freiwillig am Armeedienst aber sie kriegen ein Pi an Freiwilligkeit hecht nicht dass ich verneigt dass ich dem Sos machen muss ich meine Übungen im Sos ich will meine Freizeit für mich viel zu bereden dann müsste ich aber zumindest da wenn ich urgefordert gehen dann noch ein erbig leschte für Gemeinschaft für eine Solidargemeinschaft da muss ich das aber an irgendeiner Form honoriert kann Wir hatten eine Pressekonferenz extra gemacht, wo wir als ganze Flüchtlingsproblematik auf der Pressekonferenz hatten wir ein Dokument verdient, ich meine das hier, wo es ganz problematisch zu der Flüchtlingen darauf festgehalten ist. Und der hat dann von nicht geändert. Wir wollten sie haut nicht mehr am Detail machen, wann das Dokument nach nicht mehr gut oder so, wir können ja stärker beginnen. Du hast ganz Flüchtlingsproblematik als am Detail
als Altpunkten sind daran op, wo man die Haut net mehr nachrenke, wo am just drop hinweisen, dat die Position von dem muss immer haut dieselbe das. Es geht auch, natürlich ja so die letzten Probleme gewesen in Europa. Es geht auch sicherheitsfroh nicht lang auf Flüchtlinge reduzieren. Weil wir haben ja gesehen, dass es nicht unbedingt immer nur Flüchtlinge waren, die von denen du vorher ausgegangen hast. Wir haben ja dafür auch den Wolle Naturkatastrophe nochmal dran geholt, dass nicht nur dort Gefahr, dass ja auch ein Gefahr von Leid, die Terrorismus als nicht eine Sache für Flüchtlinge, sondern Terrorismus als eine zwischenzeit eine universelle Sache gibt. Also damit will ich da doch den Amalgam gebe ich ungern meinen, dass Flüchtling gleich Terrorist, also ganz gut nicht. Ja, schon ungefähr überraschend, wie das alles so rasch wie ganz nicht von das, wo genug wird. Bestimmt Männer wie den Tram. Wir sind der Meinung, dass die Aufgabe für den Staat als zu schäfen, sie Gebirge zu Genau. Und da muss der Staat auch bereit sein, an den Kader von den Prioritäten, von den finanziellen Engagement der Zerschritt von der Gebirge vorzustellen. Die Staat muss finanziert den Zerschritt von der Gebirge und dann sind Prioritäten, die werden fortzukaufen. Also Sicherheit hat keinen Preis an dem Sinn. Wo will die so eine Wäsche? Wie? Wo will die so eine Wäsche? Ich meine, dass du nicht für etwas wäschst. Ich meine, da tut das wenn wir zum Beispiel defektive für die Leute abstecken, für den Daten. Und das ist dann ein budgetär Depense. Also wie alle sind Budget gemäht, die können immer Prioritäten gemäht. Dann getonnerte Sachen beim Staat, die nicht unbedingt eine Priorität sind, die einfach gemäht sind. Wie eingenannt für uns da zum Beispiel Tram. Wir haben zum Beispiel am Kader vom Spurprogramm, wo wir über 100 Punkte abgezählt an ein Dokument, das dem uns verdient haben, wo überall kein Teil Land gespurt geht. Das sind Palette für Sachen. Wir müssen uns einfach vorstellen, als das eine Priorität ja oder nein. Wir sagen, ja, das die erste Priorität, da muss man so, da muss das definanziert gehen. Aber wie an alle politischen Decisionen, das Geld, was dann Natur ist, politische Decisionen verdient. Dass du verschiedene Sachen dann nicht gemäht gehen und nicht können gemäht gehen, das so das kann ich noch nicht ticken oder so, wenn wir das tun, dann können wir das tun, wenn wir das machen, können wir keine Sicherheit machen. Das kann ich nicht machen. Sicherheit ist eine Priorität und dafür muss die vertieft finanziert gehen, dann muss ich auch suchen genug. Anscheinend. Wir wollen suchen, dass wir können 500, 600 Millionen Euro an eine Steuerreform machen. Wir haben Rekordinvestitionen, die wir machen. Wir haben so viele Sachen, die man mal Blick aufhängen, zu verdelen. Also, du hast schon Sput am Staatsbudget, weil das ist doch nicht eine Priorität, die direkt nächstes Jahr 100 Millionen kostet. Ich meine, wenn wir die Leute, die finden auch nicht von Haut und Markt, die müssen Formationen machen, sie müssen bereit sein, dann gehen die Lösungen das angestellt, dass das nicht so spektakulär Staatsfinanzen ist direkt belastet. Es belastet sie. Das ist eine Priorität für uns. Die Identitätskontrollen privat oder Polizisten können dann die kontrollieren. Zum Beispiel am Kader von einer Enquete, die lebt, die national lebt, könnten zum Beispiel haut nicht laut dem bestehenden Gesetz all Mensch kontrollieren, wo mengt, wo einen Verdacht hat, dass die Person mit der Enquete am weitesten Sinn zu dienen hat, also ob der Affäre die Enquete betrifft zu dienen hat. Das heißt, weil die Person nicht die vier Kriterien, die am Artikel von der Affäre schon Protestation kriminell sind, nicht erfüllt. Das heißt, wir wollen nicht, dass die Polizei hingeht egal wie Leute all Mensch kontrolliert, einfach aus ohne Bütz, aus Pläsier. Nee, ich meine, dass das Polizei das Recht hat, die Identitätskontrolle zu machen im Kader von einer Enquete. Das kann eine Enquete sein, die relativ rezent sind, das können 100 verschiedene Hypothesen sein. Aber das ist immer im Bereich von der Sicherheit, von der nationalen Sicherheit, wo das ja auch ein Thema, Leitfaden auf einer Pressekonferenz, das da als eine Hemmung, das ist ein Artikel von der 40, wie das kann die Polizei das nicht machen. Mit Reformen, wie gesagt, ja eine Ausbildung, also als 4. Richtig. Die geht ja nicht weg, oder?
die als effektiv die geht als nicht weit genug, sie muss nach mehr definiert gehen. Für uns also einfach so, dass die Identitätskontrolle können à tout moment könnte gemacht gehen. Für der Polizei effektiv den Freiraum zu gehen. Wir wissen effektiv auch, dass den Artikel da soll reformiert gehen. Wir wissen auch, dass ein Etat d'urgence an Konstitution kommt. Das sind alles Sachen, das sind alles Ideen, die schon gehen, mit denen wir auch aufverstanden sind, mit denen wir am größten Teil auch aufverstanden sind. Wir wollen aber verschiedene Detailer aber noch gerne dran hätten. Inwiefern wird ein Delit des Raumgürl auf Frankreich zu mehr Sicherheit geführt? Muss ich erklären, was ein Delit des Raumgürl ist? Ja, erklären wir. Ja, das ist von einem Polizist, der fliegt. In dem Fall, ob Lützeburg über seine Fédération Luxembourgeoise des Idiots geht. Das man da lebt, da sind der Verein, den alles ausgesagt, dass er lange hoher Hut, dass er eine dunkle Haut führt, kann jederzeit kontrollieren, ob er sie muss feiermal haben oder nicht. Wenn man zwei Straßen beginnt, wie der Frankreich der Fall ist. Aber wie der Frankreich dann ganztags an der 4 steht, zu Krawalle feiert, wollen wir da noch rein? Nein, ich gehe davon raus, dass die Polizei zu bestätigen nicht mischen. Das, wie du gesagt hast, gegen die Kontrolle und das Blödsinn gemacht, ist so ein Gesetz wie der Moment ist, ermöglicht der Polizei nicht die Arbeit zu machen. Weil das Gesetz ist, wenn das Gesetz ist, wird wirklich purement repressiv aus der Tisch muss etwas geschieht sein oder das wirklich imminent einer Fraktion, die muss imminent geschehen, kann das wie du gesagt und kann in die Identitätskontrolle nicht machen am Kader von einer normaler Enquete und von der Polizistin als Blödsinn machen. Ich kann der Polizist keine Schwesen und ob das der Fall wäre mit der Dosin das auch froh ist zwar auch ein bisschen also Niveau so ein bisschen zu wünschen also ich weiß also bei allem Respekt mehr statt man der Polizisten mal vier kann vielleicht Sinn ich mengen die dann an Beruf der Leute die bisschen abisieren die wo die Intelligenz auch einst nicht zu wünschen die schläst das gibt mir für aber zu generalisieren da das aber low Niveau also ich persönlich schluss mich nicht ob den lo ja, ganz konkret wie dann kurz im französischen Code Zivil zum Beispiel steht ihr seid ganz klar für der Tisch wann ein Person zu einer Pen kriminal zu einer Requisition kriminal kondamniert dürft zu die einer Fraktion wer die Sicherheit vom Land betrifft zum Beispiel Terrorismus dann verliert die Person hier Nationalität aber mich weiß natürlich wir schwätzen von denen Leute die Nationalität kriegt tun natürlich nicht die Leute die Nationalität kann natürlich nicht aufgeholt wie für Leute die Nationalität schon ab in zu hat natürlich das vielleicht die Nationalität kriegt tun über gesetzliche Regeln sondern waschen das für mich rein juristisch gesehen den Evidenz même weil ich meine zum Beispiel so ein Beispiel der Führerschein seid ihr viel wenig kriegt seid noch viel wenig ist verleiht das Minister der Transport kann den Führerschein ist waschwellen Waffeschein dann ich meine der Waffeschein geht ausgestaltet an steht am Gesetz dran wie der Waffeschein ist verleiht man soll noch mal Nationalität sehen ja mehr so nicht gibt dann noch eine Situation kommen wie dir so dann das leider immer Patrie wären der Tisch dass x-beliebige Lützebäuer dann effektiv Lützebäuer sind den immer Lützebäuer werden den Terrorist geht das so nicht auszuschließen dass den immer Patrie ich meine das nicht realisiert Nachher, wieso das wie sehr die Leute die Nationalität tun die der legale Weg kriegt tun möchte eine Evidenz mehr was das in denen dann auch kann verlieren immer parallel zum Beispiel vom Führerschein vom Waffeschein oder am Kader von einer Requisition kriminell wenn es einer Infraktion attentatoire à la sécurité nationale von einem Land ich meine den französische Code Zivil sagt ganz klar für und das bei uns am Projekt wie haben das leid nicht dran. Ja, und das ist dann aufschreckend, du sagst. Zum Beispiel eben, wenn Strahler gut gesprengt wird, den Nationalität. Die Nationalität kann nicht Expost aufgeholt kriegen. Kann nicht Postmortem Nationalität aufgeholt kriegen. Nee, das einfach, dass die Person, die so etwas mischt, als nicht dienen für die Nationalität, die sie legale Weg kriegt, für die zu behalten. Ich meine, ein anderer Punkt,
den am Code Civil auch schon französische Code Civil steht. Es gibt auch eine andere Kategorie, wie Nationalität kann verlieren. Das sind die Leute, die Nationalität kriegt tun über den Manière frauduleuse. Die können es auch nicht verlieren. Das ist auch ein Beispiel. Das ist auch eine Karte der Nationalität. Aber auch die Leute, wie ich gesagt habe, die Fraktionen begangen, wie ich für du gesagt habe. Das ist zwei Kategorien von Bürgern. Für was? Die gerade die Nationalität gekriegt wird, nicht an Delikt genehmt, am letzten Mal die Sache Delikt, die wird dann weil nee, das sind zwei Figuren, die verschieden sind. Weil, also, nee. Wir schwätzen heute von Leuten, die Nationalität kriegt tun. Nirventiere. Wir schwätzen nicht, die eine Nationalität d'origine. Weil die sie gehen, das können sie auch nicht, weil dann Patrick, das juristisch nicht möglich. Das geht ja nicht. die geht aber mehr gestruft wie der letzte, wo die ging das selbisch Gebiet. Ja. Den Niveau zurückgestuft, wie der letzte bei den Offenen eingeholt. Dann singen dasselbe wie den wie gesagt, den Führerschein möchte den Minister des Transports der Führerschein ist aufgerückt. Das selbe den eine Waffeschein möchte den sein Waffeschein aufgerückt, weil den Spielregel verstehst. Nö. Das juristisches System. Juristisch parallel juristisch natürlich ist ein ganz anderer Sache. Mir so Prozedur als dieselbe. Ich meine, das eng Recht, weil die Krit von einem Minister, weil die Krit an dat auch dem Ministerium ist kann wegschule, wann dann an dat geschieht. Ich meine, das ist für mich evident und der Beispiel ging danach nicht nur der Führerschein der Waffeschein, der Beispiel ging danach. Das sind viele Delikt, schon gesagt. méi präventiv ze gesinn echtens fir ze erstreichen Nationalität sprengt sech an sprengt bei dem Staat kein Diskussion sich méi. Den du das kann ich net ex Post eng Post macht eng Nationalität gesot eng Strof dort die bestrofgestellt Requisant kriminell wenn es Terrorismus zum Beispiel die attentatoire an Nationalität publik aus wie der französische Code Civil auch steht. Also ich könnte als Beispiel die verliert der Nationalität net war der Lo die liegt mit dem Pot la Route von eng Fahrerflucht gemerkt oder wann der verliert der Nationalität net oder wat wie sech stellte ich eng Terrorist für die sich halt zu Lützeburg etabliert hat. Einfach als Beispiel. Und hier ziehen wir Karten auf. Das gibt Nationalsicherheit absolut treffen. Ja, im Moment geben die Leute dann. Ja. Seit 5, 6, 7 Jahren und wir in der Zwischenzeit für auch libre Zirkulation in Europa zu, die in der Zwischenzeit als dumme Nationalität auch mitzubringen. Da geben dann ein Attentat auf Karten auf. Die müssen sich nicht unbedingt sagen, ob man dann gut spricht. Will der die dann mal weiter haben als Lützeburg, also in Lützeburg. Ich bin froh, wenn das nicht dann halb ist. Ja, das hängt doch nur von das Tag geklappt wird. Das denn Mensch. Okay. Es gibt immer Kappen noch. Ja, also es gibt ja auch nicht immer den Selbstmordattentäter. Es gibt auch einen Terrorist, der ganz klar gezielt den Geiselnahme oder nee, oder ein Terrorist effektiv oder den Plank, den Drahtzieher, den Brain aus. Ich meine Ball, den Attentat den mal hatte, weil immer Leute die haben run dat gëtt dat as net Apps war die von engen Dat organisiert, dat Sche proper organisieren, die Leute die dat organisieren, die net forcément mat dabei sind, net forcément. Die Awer kann ja nur bestroft gehen, wenn es Terrorismus, die Awer nur kann bestroft gehen, mal fetteur.